Also, guten Morgen, liebes ICF. Wir haben es schon etwa 5-mal gehört. Wir stehen am Anfang einer ganz besonderen Zeit, die Adventszeit. Und das ist ja für die einen so die stressigste Zeit überhaupt und für die anderen so eine Zeit, in der sie regelrecht aufblühen. Und es wird dekoriert und es wird gebastelt, denn es wird vorgedacht und es wird vorbereitet und es wird eingekauft und es wird gekocht und gebacken, was das Zeugs hält. Aber ganz egal, welcher Fraktion du eher angehörst, in der Adventszeit geht es ja eigentlich einfach darum, dass wir so unseren Blick auf dieses eine Ereignis richten. Auf diesen Moment, in dem Gott selber auf die Welt kommt. Als unscheinbares Baby in einem schäbigen Stall. Und in dieser Serie, wir haben es gehört, wollen wir uns damit beschäftigen, ja, wer ist dann dieser Gott, der da auf die Welt kommt? Und spannend ist ja, in der Bibel gibt es eben nicht nur so ein Wort für Gott, ja, Gott ist halt Gott, sondern es gibt ganz viele verschiedene Begriffe, verschiedene Namen, verschiedene Umschreibungen und alle geben uns so wie einen anderen Zugang oder ein anderes Bild von Gott. Als ich vor etwa 150 Jahren im Kanton Zürich die Ausbildung zur Primarlehrerin gemacht habe, da gab es im Kanton Zürich ein Fach, das hieß biblische Geschichte und Lebenskunde. Und mein Lehrer am Lehrerseminar in diesem Fach, der hat uns erzählt, wie er einmal einer Klasse so ein leeres A4-Blatt verteilt hat. Mit dem Auftrag, wie sieht Gott aus für dich? Zeichne Gott. Okay, man könnte sagen, man soll kein Bildnis machen und so fort. Aber er wollte herausfinden, mit was für Vorstellungen, mit was für Ideen und mit was für Bildern von Gott diese Kinder hier sitzen. Und es wurde gemalt und es wurde gezeichnet und es entstanden die unterschiedlichsten Weihnachtsmänner in verschiedensten Variationen, mit langem Bart, mit kurzem Bart, mit komischem Bart und dick und dünn und Engel mit und ohne Heiligenschein und 1, 2 und 4 Flügeln. Und je nach künstlerischen Fähigkeiten entstanden da kleine Kunstwerke über eher undefinierbare Kreationen bis hin zu doch eher gefürchigen Wesen. Aber er lief da so durch und dachte, aha, ja, das habe ich auch schon mal gesehen, noch spannend, okay. Aber bei einem Bild, da ist er stehen geblieben, fast so ein bisschen erschrocken, weil bei diesem Jungen, ich glaube zumindest, es war ein Junge, war einfach das ganze Blatt von oben bis unten braun. Okay, was stimmt mit diesem Kind nicht? Heutzutage wäre vielleicht schon der schulpsychologische Dienst auf der Matte gestanden, aber er ist stehen geblieben, schaut den Jungen an und fragt, du, hast du den Auftrag richtig verstanden? Du solltest Gott zeichnen, wie sieht Gott aus? Und der Junge schaut ihn an und sagt, weisst, das ist nur ein Teil vom Schuh von Gott. Mehr hat auf diesem Blatt nicht Platz. Und das war, aber das ist immer noch einer meiner geistlichen Schlüsselmomente. Gelehrt von einem kleinen Jungen vor einem leeren A4-Blatt. Wir können Gott nicht beschränken. Mehr hat auf diesem Blatt nicht Platz. Gott ist so viel mehr. Und wir neigen so schnell zu sagen, schön und gut, jetzt weiß ich endlich, wie Gott ist. Und wir quetschen ihn da so hinein und da bleibt er dann, dieser Gott. Auf diesem einen A4-Blatt. Und wir halten uns daran fest. Aber wir halten uns gar nicht so sehr an Gott, sondern vielmehr an unseren doch sehr kleinen Vorstellungen von Gott fest. Aber Gott ist so viel mehr. Nicht einmal sein Schuh hat Platz auf einem A4-Blatt.
Und ich glaube, wir brauchen diese Offenheit, um immer wieder zu sagen, hey, A4, A3, mein Hirn, ja, mein Leben, es reicht nicht aus, um Gott in seiner Ganzheit und in seiner Fülle zu erfassen. Ja, ich weiß vielleicht, wie Gott auch ist, aber ich habe ihn nicht ganz erfasst. Im Korinther steht, jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Doch einmal werde ich alles klar erkennen. Und ich finde, jetzt kommt so ein schöner Teil, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Ja, ich sehe Gott. Ja, und ich weiß und ich darf auch schon ganz viel von Gott wissen. Aber ich erkenne noch nicht alles. Und mein Bild von Gott ist nicht mehr das gleiche, wie es vor 20 Jahren war. Und ich hoffe und ich bete inbrünstig, dass mein Bild in den nächsten 20 Jahren nicht mehr das gleiche ist, wie es heute ist. Und dass wir da immer mehr von Gott entdecken, da eignen sich so diese Namen von Gott sehr. Mit was stellt sich uns Gott vor? Und heute schauen wir uns den Namen Elohim an. So, lasst uns zuerst mal ein paar Fakten und Infos zu diesem Namen Elohim sammeln. Elohim kommt über 2500 Mal vor in der Bibel. Und es ist damit so der zweithäufigste Name für Gott, der gebraucht wird. Nur der Gottesname Jahwe wird noch häufiger gebraucht. Das dritte Wort, das uns in der Bibel begegnet, ist Elohim. Also man könnte eigentlich auch sagen, Gott stellt sich als allererstes mit Elohim vor. Hey, ich bin im Fall Elohim. In der deutschen Übersetzung heißt es dann da, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, im Hebräischen oder ein Teil davon, im Anfang schuf Elohim Himmel und Erde. Dann geht es weiter und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes, Ruach Elohim, schwebte über dem Wasser. Im gesamten ersten Kapitel, im gesamten 1. Mose 1,1 wird Gott immer nur ausschließlich Elohim genannt. Und woher kommt dieses Wort Elohim? El ist ein alter semitischer Titel für Gott. Und unter den Nachbarn Israels war es üblich, den mächtigsten Gott als El zu bezeichnen. Der Gott. Und Eloah ist die aramäische Variante von El. Und Elohim ist die Mehrzahl von El oder Eloah. Also wenn wir das ganz genau übersetzen, dann bedeutet Elohim eigentlich einfach einmal Götter. Und es könnte im Prinzip für jedes göttliche Wesen gebraucht werden. Und dieses Elohim ist sowas wie ein Titel. Wir können uns das ein bisschen vorstellen wie mit Mami oder Papi. Mami werden Millionen von Menschen genannt. Und es zeigt so wie die Rolle innerhalb einer Familie auf. Wenn jetzt 4 Geschwister zusammenkommen und sie sprechen darüber, ja, wir sollten Mami noch ein Geschenk besorgen für ihren Geburtstag, dann ist allen völlig klar, von welcher Mami sie reden. Keiner sagt plötzlich, du meinst unsere Mami, ja dann sag doch Gertrud. Aber wenn jetzt einer dieser Geschwister mit einem Kollegen redet, dann sagt er wahrscheinlich, ich will noch meinem Mami ein Geschenk besorgen. Und so ist es auch in der Bibel. Es ist wie ein Titel Elohim, aber dieser Titel, der wird in der Bibel fast immer wie ein Name für den Gott der Hebräer, für den Gott Israels gebraucht. Manchmal aber eben auch als Titel für andere Götter.
Aber wir merken das in unseren deutschen Bibelübersetzungen, merken wir das gar nicht. Denn da wird für uns schon wie so vorgedacht. Und je nach Zusammenhang wird dann Elohim mit Gott übersetzt. Und dann ist so dieser einzig wahre Gott, der Hebräer, damit gemeint. Oder es wird übersetzt mit Götter. Und spannend ist ja, dass dieses Elohim in der Mehrzahl, im Plural steht. El, Eloah, Gott, Elohim, Götter. Und dieser Plural, der kann wie verschieden gelesen oder verschieden interpretiert werden. Einerseits der Plural, der zeigt so die Erhabenheit, er zeigt die Stärke und er zeigt die Macht dieses. So wie das früher bei Königen gemacht wurde. Dann hieß das der Pluralis Majestatis, der Plural der Majestät, der Plural der Hoheit. Und da wurde vom König, obwohl er doch nur eine einzige Person war, wurde vom König in Plural gesprochen. Und mit diesem sprachlichen Mittel hat man so die Wichtigkeit und die Stärke und die Größe dieses Königs hervorgehoben. Jetzt kommt aber was ganz Spannendes. Da müsst ihr so mit mir ein bisschen in die Welt der Grammatik eintauchen. Ich finde das spannend. Dieser Plural Elohim, der ist manchmal, zum Beispiel im 1. Mose 1,1, auch im Hebräischen mit einem Verb in der Einzahl verbunden. Also sozusagen im Anfang schuf Einzahl, Elohim Mehrzahl. Und wenn wir das dann richtig übersetzen, heißt das, im Anfang schuf Götter Himmel und Erde. Verstehst du, wenn ich das lese, das macht mir weh. Das macht mir so richtig, richtig zutiefst weh. Ich bin Lehrerin. Das ist falsch. Du kannst nicht sagen, im Anfang schuf Götter Himmel und Erde. Das passt nicht zusammen. Am Anfang vom ICF, etwa 25 Jahre her, da waren Olli Blauenstein und ich sowas wie die selbsternannte ICF Basel Rechtschreibpolizei. Und mit großer Inbrunst und viel Energie und Motivation haben wir die Fehler auf den Einblendungen gesucht und wir haben sie geahndet und wir haben sie zur Anzeige gebracht. Und noch heute steckt in Olli und mir so dieses Rechtschreibpolizei-Gen tief, tief da unten und es schlummert noch ein bisschen. Und wenn wir manchmal per Zufall nebeneinander sitzen, dann bricht das hervor. Und wir können nicht anders als uns anschauen und sagen, hast du gesehen, da hat es schon Fehler gehabt. Ja, ich habe sogar zwei gesehen. Nein, ehrlich, ich habe nur eine gesehen. Also, das geht nicht. Das muss seine Richtigkeit haben. Aber hier darf man mir als Lehrerin sagen, hey, alles okay, alles gut, alles richtig. Es stimmt, es ist nämlich Gott. Er passt nicht auf ein A4-Blatt. Er passt nicht so in diese kleinliche, menschliche Struktur der Grammatik. In einem Kommentar habe ich gelesen, Gott ist einer. Doch sein Wesen und seine Handlungen liegen jenseits der Grenzen der Singularität. Gott passt nicht. Wir können Gott nicht erfassen. Es stimmt. Und es kann aber eben auch so gesehen werden, dass uns da am Anfang der Bibel schon das Geheimnis der Dreieinigkeit begegnet. Dieser eine Gott, der drei Personen und doch eins ist. Dreieinigkeit, auch das kann ich irgendwie erklären, aber wirklich in seiner Ganzheit und Fülle erfassen, ich kann es nicht. Es sind mehrere und doch eins und vielleicht darum Götter schuf. Und dann geht es weiter. Im 1. Mose 1,26 heißt es dann, und Gott Elohim sprach, hier wieder das Verb im Singular, aber nachher lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Auch hier wieder, dieses Wort Elohim in der Mehrzahl,
Im Hebräischen in der Verbindung am Anfang mit einem Verb in der Einzahl und dann lasset im Plural. Das würde ich finden, okay, das stimmt, da macht man das, Götter, lasst uns. Aber warum manchmal im Plural und manchmal im Singular? Und auch hier gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie man das lesen oder wie man das interpretieren kann. Pluralis Majestatis oder es ist diese Dreieinigkeit, dieses Geheimnis der Dreieinigkeit, das uns da entgegenkommt. Oder eben auch manche Theologen interpretieren das so als ein göttliches Konzil, eine göttliche Versammlung, an dem die himmlischen Wesen, die eben in dieser für uns unsichtbaren Himmelswelt auch da sind, Engel und so weiter. Gott hat eine Versammlung und er spricht zu ihnen, hey, lasst uns weitermachen. Ich mache dann nachher den Mensch, aber lasst uns da weitermachen. Und ich kann mir alle diese drei Erklärungen nebeneinander und miteinander vorstellen. Ich sehe sie gar nicht als Konkurrenz, so ja, was ist das dann jetzt ganz genau, sondern ich sehe es vielmehr als eine Bereicherung. Es kann alles bedeuten. Mehrere Bruchstücke, die mein Bild von Gott größer machen. Dieser eine, dieser mächtige, dieser unglaublich große, majestätische Gott, dieser geheimnisvolle, dreieinige Gott und dieser einzige Gott, der über allen geistlichen Wesen der Himmelswelt steht. Das ist Elohim. Und diese Erhabenheit, diese Größe, diese Macht und diese Stärke, die hat auch schnell was Distanziertes. So der Gott, der über allem steht. Und darum, das ist ja das Schöne, darum bleibt es nicht bei Elohim. Moritz hat letzten Sonntag darüber gepredigt. Im 1. Mose 2 kommt schon diese zweite Seite von Gott dazu. Als da nämlich beschrieben oder genauer beschrieben wird, wie Gott den Menschen macht, heißt es dann nicht nur Elohim, sondern es heißt Elohim Jahwe. Weil Jahwe ist unter anderem diese Beziehungsseite von Gott. Der Gott, der den Menschen macht, nicht nur um ein noch größeres Projekt zu starten, nicht zum Schauen, kann ich noch Besseres machen, sondern er schafft den Menschen, um eine Beziehung mit ihm zu haben. Gehen wir aber zurück zu Elohim. Warum wird dann bei uns Elohim ganz oft einfach mit Gott der Schöpfer in Verbindung gebracht, wenn es eigentlich korrekt übersetzt einfach nur Götter bedeutet und eben nicht Schöpfer? Da müssen wir noch einmal zurückgehen auf dieses erste Kapitel am Anfang der Bibel, wo Gott sich mit Elohim vorstellt. Und da merken wir ganz schnell, Gott macht in diesem ersten Kapitel nichts anderes als machen, schöpfen, erschaffen. Er macht Licht, er trennt Finsternis vom Licht, er trennt Wasser vom Land, dann schafft er das ganze Grünzeugs und dann schafft er das Grünzeugs noch in Gelb und in Violett und in Blau und in Rot, inklusive Peperoni, die ich sehr, sehr grusig und völlig unnötig finde. Und wir begegnen einem schöpferischen Gott, der übersprudelt vor Schöpferkraft. Die Bibel, die könnte nämlich auch ganz anders beginnen. Ich lese euch eine meiner Lieblingsstellen in einem meiner Lieblingsbücher von John Ortberg vor. Das heißt, das Leben, nach dem du dich sehnst. Also, die Bibel könnte auch so beginnen. Am Anfang war es 9 Uhr. Gott musste an die Arbeit gehen. Er füllte einen Antrag aus, um Licht und Dunkel zu trennen. Er dachte darüber nach, Sterne zu erschaffen, um die Nacht schöner zu machen, um Planeten, um den Himmel zu füllen. Aber dann dachte er, dass das nach zu viel Arbeit klang. Und außerdem, so dachte Gott, war das ja nicht sein Job. Also beschloss er, früher Schluss zu machen und den Arbeitstag für beendet zu erklären. Und er schaute an, was er gemacht hatte und sagte, ja, wird wohl seinen Zweck erfüllen.
Am zweiten Tag trennte Gott Wasser vom trockenen Land und er machte das ganze Land flach, eben und funktional, sodass die ganze Erde wie Idaho aussah. Er dachte darüber nach, Berge und Täler, Gletscher, Dschungel und Wälder zu schaffen, aber dann entschied er, dass es sich nicht lohnen würde. Gott schaute an, was er an diesem Tag gemacht hatte und sagte, wird seinen Zweck erfüllen. Und Gott schuf eine Taube, die durch die Luft fliegen, einen Karpfen, der durchs Wasser schwimmen und eine Katze, die über das trockene Land laufen sollte. Und Gott dachte darüber nach, 1.000.000 anderer Tiere aller Größen und Formen und Farben zu schaffen, aber er konnte keine rechte Begeisterung dafür finden. Und um ehrlich zu sein, war er auch von der Katze nicht mehr ganz so überzeugt. Außerdem war es schon fast Zeit für den Spätfilm. Also schaute Gott an, was er gemacht hatte und sagte, wird seinen Zweck erfüllen. Und am Ende der Woche war Gott völlig ausgepowert. Er stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und sagte, mir sei Dank, es ist Freitag. Wir begegnen zum Glück einem ganz, ganz anderen Elohim, einem Gott der Fülle, der Kreativität, der Schönheit, der völlig übertriebene Schönheit erschafft. Und er schaut an, was er gemacht hat, jeden Tag, und er freut sich. Und er sagt, gut, nein, saugut ist das geworden. Und jeden Tag macht er weiter und er übertrifft und er übertreibt ein bisschen mehr. Und dieses Erschaffen, ich glaube, das ist einerseits verbunden mit einer großen, tiefen Ehrfurcht vor diesem Gott, der das macht. Diesem mächtigen Gott, der diese Macht hat. Aber diese Fülle, diese Kreativität, diese Schönheit, die löst nicht nur bei Gott, sondern ich hoffe auch bei dir und bei mir eine unglaubliche Dankbarkeit und eine unglaubliche Freude aus. Hey Gott, das hast du gut. Nein, das hast du sau gut gemacht. Ich möchte uns so herausfordern, dass wir immer wieder wie innehalten, uns anschauen, was Gott gemacht hat. Vielleicht gehst du in die Berge, vielleicht gehst du an einen kleinen Fluss, vielleicht musst du in eine tiefe Höhle hinein, in ein dunkles Tal, in die Wüste, egal wo. Aber schau dir immer wieder mal an, was Gott geschaffen hat. Und lass dich begeistern von dem, wer und wie Gott Elohim, der Schöpfer ist. Der aus dem Nichts eine Welt, ein Universum erschafft. Herr allmächtiger Gott, durch deine starke Hand und deine Macht hast du den Himmel und die Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich. Und da merken wir wieder, wer Gott Elohim ist. Und heute stellt sich Gott, der Schöpfer, dir vor. Und ich habe keine Ahnung, wo du stehst. Es gibt Zeiten, da sieht es bei uns so aus, wie im 1. Mose ganz am Anfang beschrieben worden, in Zeiten, in denen es bei uns wüst und leer ist. Und in der Bibel wird ja hier das Wort Tohu Wabohu gebraucht. Und wir brauchen das auch heute immer noch, meinen damit so ein Chaos. Kinderzimmer mit 1751 Spielsachen, alle auf einem Haufen. Oder Teenie-Zimmer mit Kleiderhaufen und Lebensmitteln in den verschiedensten Verwesungszuständen. Oder Keller, die so ein unsägliches Eigenleben über die Jahre entwickelt haben. Ein Chaos. Und das war die Bibel am Anfang auch. Es war alles unsortiert. Und Gott hat ja zuerst einfach mal sortiert. Licht vom Wasser, hell und dunkel, alles getrennt. Und dann hat er in diese Ordnung hinein, hat er erschaffen. Und vielleicht ist dein Leben eben auch ein Durcheinander im Moment, ein Chaos. Und ich glaube, dann will Gott Ordnung bringen in dein Leben. Und wenn Gott Ordnung bringt, dann schafft das Raum.
Und diesen Raum kann und will Gott mit seinem Frieden füllen. Im 1. Korinther steht, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wenn Gott Ordnung bringt, dann geht es ihm in erster Linie nicht darum, einfach Ordnung zu schaffen, so Ordnung um der Ordnung willen. Hauptsache alles hat seinen richtigen Platz. Was sein muss, das muss sein. Dann müsste stehen, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott der Ordnung. Aber es steht, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wenn Gott ordnet, dann entsteht Raum, den Gott mit sich selber, mit seiner Gegenwart, mit seinem Frieden füllen kann. Das hebräische Wort in diesem Vers ist Shalom. Und das kennen wir alle, das wird bei uns mit Frieden übersetzt und das bedeutet es auch. Aber Shalom bedeutet noch so viel mehr. Es bedeutet Sicherheit, Geborgenheit, Gesundheit, Unversehrtheit, Ruhe, Glück, Ganzheit, Frieden. Das ist, was der Schöpfer Gott bewirken will, wenn er Ordnung in unser Leben bringt. Er schafft Ordnung und gibt Raum für Shalom. Aber vielleicht ist dein Tohu Wabohu auch vielleicht mehr so die Bedeutung von Leere, von Einöde, von lebensfeindlich und ohne Leben, so wie es am Anfang der Erde auch war. Lebensfeindlich und ohne Leben. Und du bist da und in deinem Leben, da gibt es so Bereiche, da ist es leer, da ist es tot, da ist es vielleicht wie eine Wüste. Da wächst einfach nichts. David schreibt, als er in der Wüste sich verstecken musste und als er diese Wüste ganz praktisch und physisch erleben musste, aber als er sie vor allem auch innerlich, seelisch erlebt hat, schreibt er, Gott, du bist mein Gott. Ich sehne mich nach dir. Dich brauche ich. Wie eine dürre Steppe nach Regen lechzt, so dürste ich, o Gott, nach dir. Und dieser Elohim, dieser Schöpfergott, der bringt Ordnung in unser Leben und dann belebt er die Erde. Er spricht sein Leben hinein. Und ich glaube, das ist, was Gott auch bei uns immer wieder machen möchte. Seht hin, ich mache was Neues und schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Der Gott, der Schöpfer, er bringt Leben und er lässt Neues entstehen in unserem Leben. Wo brauchst du heute diesen Gott, der Neues schafft in deinem Leben? Und dann Gott, der Schöpfer, Elohim, ist auch dein Schöpfer. Und da sind wir so beim Titel dieser Predigt. Im Psalm 139 heißt es, du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Ich finde das wunderbar. Dieses Wissen, das wir im Kopf, aber das wir vor allem auch in unseren Herzen, in uns drin haben dürfen, das macht was mit uns. Gott Elohim, er ist nicht nur dieser mächtige Schöpfer dieses Universums. Nein, er ist auch dein und er ist mein Schöpfer. Und so wie er jeden Tag in der Schöpfungsgeschichte gesagt hat, das habe ich gut, nein, das habe ich saugut gemacht, so ist er heute da und sagt, den Andreas, den Olli, die Irene, die Franziska, das habe ich gut, das habe ich saugut gemacht. Vielleicht ist es gut, wenn du das heute einfach mal so richtig mit deinem Namen heute 5-mal sagst.
deinen Namen, Christine, Gott hat dich richtig gut gemacht. Er hat mich wunderbar geschaffen. Und ich glaube, das gibt und das schenkt eine Identität, das schenkt einen Wert. Nicht, weil ich etwas leiste, nicht, weil ich etwas gut mache oder weil ich etwas gut kann, sondern weil ich wunderbar gemacht bin. Weil du wunderbar gemacht bist. Weil du von Gott, dem Schöpfer, gemacht bist. Weil er dein Schöpfer ist und dich liebt. Auch wenn du dich nicht immer liebenswert verhältst. Und bitte versteht mich da wie nicht falsch. Ja, lass uns bitte an unserem Verhalten arbeiten. Lasst uns weiterentwickeln. Bleib wie du bist. Das finde ich manchmal irgendwie, ich bin da ganz ehrlich, ein bisschen einen seltsamen Wunsch. Ich glaube, ich weiß, was der Gedanke dahinter ist. Du bist wunderbar, du musst nicht jemand anderes werden, du genügst. Aber ich bin wunderbar, aber nicht alles, was ich mache, nicht alles, was ich denke, nicht alles, was ich rauslasse und was ich so den ganzen Tag veranstalte, ist wunderbar. Ich will gar nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will mich verändern lassen. Ich will an mir arbeiten. Ich will mich weiterentwickeln. Ich will großzügiger. Ich will geduldiger, gelassener, liebevoller. Ich will entschlossener und mutiger. Ich will gnädiger werden. Aber gleichzeitig stehe ich so auf diesem Boden und bin tief erfüllt davon, dass ich wunderbar und dass ich einzigartig geschaffen bin. Dass ich geliebt bin und dass ich wertvoll bin. Und auch wenn das vielleicht so wie ein Widerspruch tönt, das geht nebeneinander und miteinander. Und ich glaube ja sogar, wirkliche Veränderung kann nur passieren, wenn ich das immer und immer wieder neu erfahre. Ja, Gott hat mich wunderbar gemacht. Ja, Gott liebt mich, genau so wie ich bin. Und trotzdem will ich mich verändern lassen von ihm. Vergiss nie, dass du wunderbar, einzigartig, wertvoll und geliebt bist. Und vielleicht heißt es dann nicht, bleib wie du bist. Vielleicht heißt es dann eher, bleib in dieser Identität, bleib in diesem Wert, bleib in dieser Liebe, die Gott dir schenkt. Gott Elohim ist dein Schöpfer. Und Gott Elohim, dieser mächtige, dieser erhabene, dieser wunderbare, geheimnisvolle, dreieinige Gott, der Gott, der über allem steht, will dort, wo Chaos und wo Unordnung ist in deinem Leben, will er Ordnung und Shalom bringen. Er will dort, wo es tot und leer, wo die Wüste in deinem Leben ist, da will er Leben bringen und Neues entstehen lassen. Und Gott Elohim, er ist dein Schöpfer. Er schenkt dir Identität und Wert mit seiner bedingungslosen Liebe. Und das glaube ich, das bringt Freude und das bringt Dankbarkeit. Gott, das hast du gut. Nein, Gott, das hast du saugut gemacht. Sogar die Peperoni und mich. Ich würde gerne noch mit uns beten. Jesus, ich habe keine Ahnung, wo all diese Leute heute Morgen da sitzen, aber du weißt es. Und du weißt ganz genau, was jeder von uns heute am meisten hören muss. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du redest zu uns und dass du uns wie so die nächsten Schritte zeigst. Müssen wir irgendwo Ordnung schaffen? Müssen wir überhaupt mal erkennen, dass es tot und leer ist bei uns? Da muss ich von dir einfach immer wieder hören, hey, ich habe dich wunderbar gemacht und ja, ich will dich verändern. Oder ist es das, dass ich einmal mehr erkennen darf und erfahren darf, wie groß und wunderbar, wie einzigartig du eben Gott bist? Dass ich mich neu begeistern kann für dich und
und dass mein Leben so mit einer gesunden Ehrfurcht erfüllt wird vor diesem mächtigen, wunderbaren Gott. Ich danke dir, dass du heute Morgen da bist und dass du vor allem auch in der nächsten Woche mit uns wie weiterarbeiten willst in unserem Herz. Amen. Und auch heute haben wir so auf dieser Seite unser Gebetsteam. Und wenn du merkst, du wärst froh, du könntest noch mit jemandem reden, du könntest auch mit jemandem beten darüber, dann darfst du gerne nachher in die Gebetszeit, zum Gebetsteam gehen.